Von harten willkommen wie Party, Platt und Plüschwurst! Willkommen, mein Leben. Schön, dass ihr Tau hört. Hallo Hilka, ich freue mich, dass du wieder da bist, dass du die Ruhe und die eine Komfortzone traut hast. Ja. Nicht bloß auf dem Sofa legen. Oh, obwohl, wie seid ihr ja gar nicht? Vielleicht nimmst du ja so richtig schön kommodig ob dem Sofa ob. Nee, ich sitze hier artig, ob in Stuhl, an meinen Schreibtisch. Aber ich habe mir einen kommodischen Tee bereitgestellt. Ja. Oh ja, das ist richtig cool worden. Aber das ist nur das Schöne an der Jorstit, dass Tee einfach so richtig kommodig gefüllt morgen deit. Tee, Kekse. Ja, ich habe auch hier so einen richtig schönen Chai-Tee mit Kanäle und Kardamom. So alles, was gut ist für die Lun. Oh ja. Puckst du im Betten, was ton opheitern für die Lun? Also, nee, ich habe nicht so eine Winterdepression. Ich habe ja meistens jetzt gute Lun. Aber Likes, also ich denke mir, das kann ja nur nicht schaden. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ja, und da sind wir Aber- auch nichts mit Thema eigens. Ja. Sag ich noch mal kurz das Thema und dann sag ich, was ich denn da noch beitragen kann. Oh ja, absolut gern. Denn wie schnackt über Dinge, die wie mit Anfang, Mitte, Ende dörtig tan allerersten Mal mockt habt. Denn oft ist ja so, dass das erste Mal ist ja meist so sexuell obladen, so, ich hab dann wie ein erstes Mal hat. Oh ja. Das ist dann für die Folge 69. Aber es gibt ja trotzdem noch ganz viele andere Dinge, die wie auch nur noch tan ersten Mal mockt. Und da möchte ich nämlich mit Hilka, mit dir, einmal über schnacken, was wir denn so mockt habt. Ich finde immer witzig, da über Nordhaut denken, weil sonst wird wie diese Folge nicht mocken, hab ich doch gar nicht über Norddacht, was ich eigentlich so tan allerersten Mal mockt hab. Ja, das ist so. Also, wir probiert dann ja doch viel auch einfach so gut. Und da bin ich genau bei der Thema Kanäle, denn ihr kennt ja sicher Franzbrötchen oder Kanäl-Snicken. Lecker. Aber habt ihr einmal Kardamom-Snicken probiert? Mega geil. Habe ich in verleden Jahr das erste Mal in Kopenhagen probiert. Kardamom-Snicken. Oh, richtig geil. Das ist nicht so süß als Kanäl-Snicken, aber er hat so einen Lütschen 3 bin, da habe ich nur direkt immer wieder Längen nach. Also richtig mega. Okay. Ja. Und weißt du, was ich auch, oder was du und ich auch, Löwig Balle mal das erste Mal marken wart? Hey, das war mit einer Böinterdown Ja. und mit einem Live-Auftritt. Ja. Ja, denn wenn Sie das noch nicht mitkriegen habt, Lisa und ich sind mit Party, Platt und Plüschmus das allererste Mal zusammen auf ein Theaterbühne. Und ihr könnt mit dabei sein, denn das ist am 9. Februar im Theater am Küchengarten in Hannover. Und ihr Ja, könnt dann dabei sein, ja. Ich will mich nicht freuen, wenn wir uns denn da wirklich mal dräpen daut. Wieso? Ja, Hilka und ich, wie schnackt jemals? Und wie welche aber gar nicht, kein von Jau, denn dat do Buden eigentlich hören da, kein G sind. Und damit wir mal im Beten mehr in Schnack kommt und uns kennenlernen könnt und G auch gerne mal vertellen könnt, was Jau eigentlich interessiert oder was G do so denkt, fragt mich einfach bannig, schau doch mal da dräpen. Ja, komm vorbei. Der Platz, Nackes kommt zusammen und dann morgen wieder richtig Party. Absolut. Oh, platt. Oh, platt. Natürlich. Das war schön. Ja, ich freue mich drauf. Das war auf jeden Fall ein bannig grode Jump und mir eine Komfortzone. Ja. Ich habe aber nur auch angefangen mit habe ich noch nie nicht morgt, nur hab wie 2 noch nie morgt, nur bist du an. Direkt. Ja, was ich noch nie mochte, beziehungsweise was mir vorher noch nie nicht passiert ist, ich bin noch nie nicht blitzt worden und nur für 2 Wochen bin ich blitzt worden. Oh. Ich hab dann allerersten Mal ein Foto von mir kriegen. Da müsste ich so, als ich so anfangen hab, da über Nordtor denken, was ist mir das erste Mal passiert, was habe ich das erste Mal mockt. Und ich müsste irgendwie glicks dran denken, weil ich echt vorher wüsste ich gar nicht wieder so ablaufen da und das Foto kriegen. Klar, habe ich da immer von Freunden und Freundinnen gehört, aber da war ich so wirklich, wo ich dachte so, Mann, nur muss ich erst dürdig waren, damit ich dann allererst Mal blitz war. Und es ist ein schickes Foto geworden, da wollte ich schon Tau geben. War ja zum Glück nicht ganz so dürr. Aber ja, dann war ich so, wo ich dachte so, ja, nur passiert mir das mal, endlich. Das
Das ist witzig, dass du das sagst. Ich bin nämlich in Na? dieses Jahr auch das allererste Mal Blitz geworden. Liegst Nein. zweimal. Ja, Oh, zweimal. ja, ich auch. Immer in der dirtiger Zone. Dirty ist nicht so die Geschwindigkeit. Ja. Ich finde, Dirty fühlt sich einfach so verdammt langsam an. Das ist so langsam. Also du kommst Ja. überhaupt nicht von der Stelle weg. Ja. Ich meine, das ist wichtig. Ja, das ist auch eins richtig, wo diese dirtiger Zonen sind. Aber, boah, ich bin mir ein helles Auto vorleben, noch nie nicht Blitz war und dann liegst zweimal. Bei dir oder Güng? Wäre ja okay. Okay, Gaut. Gaut. Ja. Also, du bist Blitz geworden. Gut. Genau. Und du Aber das ist ja nicht richtig was unprobiert. Ach so, ja genau, utprobiert. Was ich utprobiert habe, ist Speeddating. Herr Victor allerersten Mal gemacht. Witzige Geschichte, dass Herr Victor den dirtigsten Geburtstag von einer Freundin von mir kriegen. Und wir wollen das halt einfach mal utprobieren. Ja klar, von da kann man ganz viel mit den Apps morgen, Online-Dating, da gibt das so viel, aber Speed-Dating ist jichtens wie so ein Ding, weil ich muss mal probieren will, einfach um das mal Mocktail haben. Und ja, dann sind wir noch in Hannover feiert, ist halt ein bisschen weit weg von mir zu Hus, aber egal. Ich kann da überhaupt, also ich würde einfach nur mal mockt haben. Ich bin da jetzt nicht groß mit Intention rangegangen, wirklich ein kennenzulernen. Und das war so witzig, wie du richtig sehen hast, alle wollen obrecht. Alle wollen so, okay, was ist das denn hier so? Die meisten Lü wollen gut ihre Komfortzone, was du dann richtig ansehen hast. Und dann wollen die Fruenslü an Tischen verteilt und du hast so einen Blockkrägen, Zettel und Stift halt und eine Nummer. Und dann sind die Kehls jümmes von Tisch zu Tisch gehen und du hast 6 Minuten, könntest mit den 6 Minuten schnacken und die da noch den Notizen mocken. Von der Nummer, den Namen vom Kehl und dann, was du diese abschreiben willst. Und dann du alle Lü durch hast, bist du halt wieder feuert und hast dann eine Mail schreiben mit der Nummer von dem Kerl, den du näher kennenlernen willst. Und hat dann auch eine Mail schreiben mit die Nummer, dann hat die connected. Und dann war also ich sag, ich bin nicht mit der Intention hingegangen, ihn kennenzulernen, aber von der Psychologie her war das so bannig spannend, das ein Smalltalk zu holen. Okay, und wo fix finde ich ein Thema, wo hey sich wohlfühlen da zu schnacken? Wo fix kommt wie in so ein Flow-Schnack? So, wo fix sind es manchmal 6 Minuten wenn man sich schön unterholen da und wo spannende Lüle einen da eigentlich kennen. Und ich muss sagen, Speeddating hat mir nicht viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mocken will, aber ich bin froh, dass ich das mockt habe. So, aber nun ist ja die große Frage, hast du eine Nummer abschreiben? Nee. Also, die sind, sind Torwid weg von mir. Hannover ist einfach Torwid weg. Und da war ich auch nicht ganz. Da war keine Dobie, der mich so richtig vertövert hat. Und von daher, nee, ich habe keine Nummer abschreiben. Aber ich habe nicht viel Spaß, also ich habe einen coolen Abend. Okay, gut. Und wo ich auch nachgedacht habe, als ich das abschreibe, was ist Speeddating auf Plattdeutsch? Fix träpen? Fix kennenlernen? Ja, fix treiben. Ja, da bucht irgendwie nochmal einen cooleren Begriff her für Speeddating. Ja, Mal Speeddating. noch ein bisschen über Bregensturm. Ja, vielleicht wollten sie noch was in. Hier einen schönen Neologismus oder sowas. Kriegt viel. Ja. Das ist uns Abgabe für die nächste Folge. Oder von Zhao. Also schreibt Ja. uns gerne eine Mail, wenn ihr eine coole Idee für ein planisches Wort Speeddating habt. Ja, Oder auch, wenn ihr mal Speeddating belebt habt, schreibt mir das gerne. Also das wird irgendwie für mich beleben. Und ich habe mal nicht Spaß, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da oben man auch richtig miese Fails beleben kann. Oh, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich habe sowas noch nie nicht morgt. Ist, glaube ich, auch nicht mein Ding. Aber ich habe auch noch nie nicht Tinder oder sowas hat. Also, ich will schon was zu traditionell in Das ist Club so geil, oder so so. Hilke. Ja. Und wenn ja. wie diese, weil du dann allerersten Mal probiert hast. Ja, ich habe mir in Feuer ein Date Shop gekauft und ich habe das allererst mal in meinem Leben so von Ikea so ein Pax-Shop abgebaut. Das ist prägend. Das ist prägend. Das ist prägend. Das wäre echt viel Arbeit, also ich habe da 2 Tage mit zu tun hat. Oh Gott, Hilke. Hast mir Bescheid sagen können. Nur wegen der Läuft bin. Du bist Profi im Pax abbauen, ja. Ja, der halbe Lissy besteht und Pax. Oh, ja. Das ist echt ein großen Shop, sag ich die. Oh. Und ich habe nicht all mein Kleider drin kriegen. Ja. Ja. Müsst ihr trennen? Oder einfach einen zweiten Shop?
Ich, hab, ich tusche das schon mal die Sommer- und die Winterkleidage und die sind dann auf dem Dachboden. Pleatsch. Das ist aber ja, das wäre echt ein Abenteuer. Das ist echt ein Abenteuer, West. Das zu machen. Aber zurück zu diesem Thema, was nicht ausprobieren. Ich glaube, das ist jimmers wichtig, dass ein das hele Leben, das jimmers wieder mag, was nicht ausprobieren und nicht so ob de Städte starren blieben. Denn sonst, Ja. glaube ich, hat man auch das Gefühl, also nicht dieses Thema, ich verpasse was, das muss ja auch nicht mega krass werden, so ich kaufe mir nur ein Motorrad oder so. Aber immer so mal rechts kicken, mal links kicken. Denn sonst ist man, glaube ich, so bloß so zentriert, ob sich selbst. Und ich glaube, Ja, das macht und das, nicht blied. nee, weil auch Stillstand oder asbald du die nicht mehr umkicken dast und just immer die Sorgen morgens, die jümmes glicken Sorgen, Chlor gibt dir die Sicherheit und irgendwo ein gaudet Gefühl. Weil das hätte ja einen Sinn mit us Komfortzone und dat us Prägen us in us Komfortzone holen lassen möcht. Aber über die Grenzen da kommt, da fühlst du die lebendig. Achter dat Bangwehen, achter der Hemmung, oder wo man denn der Maut hinjumpen kann. Da fühlst du die so richtig, hey, ich bin am Leben, hey, das macht Spaß. Klar kann man auch mal blöde Sorgen beleben oder sagen, okay, das war jetzt nicht ganz mein Ding. Vollkommen fein. Aber du hast das morgt. Wir hätten das eine Leben, also muss wieder nutten irgendwie. Also wir haben die Verantwortung dafür. Und was ich jetzt noch so, wo ich auf Nordacht habe, was ich nur gerade mit Dörtig zum allerersten Mal mockt ist, dass ich eine große Summe Geld für Fortbilden utgeben dau. Oh, Also super. in Bildung für mich Sölm. Ja. Klar, ich habe studiert und Utbilden mockt und so. Aber dass ich so richtig sagen dau, hey, ich bin mir das wert. Ich möchte in der und der Richtung, also ich mag nur zum Beispiel Fälle Trainerscheine, um wieder in die Sportrichtung zu gehen. Und das kostet eine Stange Geld. Aber ich mag, hey, das deit mir gaut. Ich möchte über meinen Tellerrand kicken. Ich möchte mich stetig wieder fortbilden. Einfach, damit ich, das heißt, weil alles, was ich in Museum investiere, kann mich kein ein mehr wegnehmen. Und damit kann ich mir jemals weiter was Neues aufbauen. Ja, das ist richtig wichtig. Ein muss in sich selbst investieren. So wie, das mag einen dann, glaube ich, auch zufrieden, wenn ein aufhört, nicht mehr in sich selbst zu investieren und jümmers bloß kickt, dass alle anderen sich gut fühlt, dann verliert ein sich ja auch. Und das mag Ja. einen, glaube ich, unzufrieden. Glücklich, und das Miese an diesem Sülm verlieren ist, das ist so ein kriechender Prozess, den du manchmal gar nicht so richtig mitkriegen darfst. Und dann kommt aber so ein einschneidendes Beleven, wo du magst so, oh shit, ich glaube, ich habe mich Sülm verloren. Ja, ja. Das ist echt krass. Ich kann da auch noch mal was sagen. Also, das habe ich nur nicht dieses Jahr angefangen, aber Wandern. Ich habe ein Wandertrauma hat. So, als Oh. Kind, das war für mich das aller Schlimmste von der Welt, wandern zu gehen. Und ich habe dann erst so, ja, mit Corona habe ich dann mit Wandern angefangen. Und nur finde ich Ja. das super mega cool und mag das richtig gern. Ja. So, und ich glaube, das so dann für sich auch so gut zu finden, mal was Nähe zu finden und vielleicht auch noch mal kicken, okay, als Kind habe ich das richtig schrecklich gefunden, aber nun gebe ich dir noch mal eine Chance und dann kann da ja was gut kommen. Ich bin so eine richtige Wanderelse nun. Was gibt die das Wandern? Ich finde, wenn man ist da ja mit vielleicht ein, zwei, drei Lühe, vielleicht auch mal mit mehr Lühe unterwegs. Und das ist für mich, also einmal für mich selbst, ich kann so runterkommen. Ich bin Boten, ich kann mich bewegen, ich atme ganz anders. Ne? Ich kann ganz anders pusten. Aber dann eben auch die Lühe, mit der ich unterwegs bin, das ist so richtig Quality Time. Da Ja. gibt so echt Anna Gespräche, man kann so richtig anders miteinander schnacken, als wenn irgend so, weiß ich nicht, so mal eine halbe Stunde Telefonat mal so inschieben dauert. Ne? Und das ist so richtig ein Welt, so, ich bin da nur 4, 5, 6 Stunden unterwegs und da haben wir auch mal richtig Zeit, uns umzutuschen. Ja, und du hast nicht diese Situation, so
das ist zum Beispiel gegenüber am Tisch sitzen. Jeder ein lobt, quasi, die lobt nebeneinander und dann könnt ihr Gedanken mitloben. Und die sind dann richtig stringent, die Gedanken. Wenn wir uns bewegt, ist es einfacher, wie ein Gedankentau blieben. Und dann auch die bündisse Gedanken interdükern. Total spannend. Richtig. Also ich finde das richtig, richtig schön. Also einmal, man hätte achtener, man hätte was down, aber glick so von, ob das mentale Ebene ist das echt ein Gewinn. Also das gibt mir richtig viel. Das ist ein große Gaf, das ist ein Utusch, damit min Lünen zu haben, mit dem ich dann eben wanner. Ja, ja. Schön. Schön, dass du jetzt so in Wandern bist. Obwohl, wir hat auch doch eine Folge mockt über Camino und das, du hast du von diesem... Wandernadel, die Harzer Wandernadel. Genau, von der ja. Die Harzer Ja. Wandernadel. Weißt du irgendwie Wanderprinzessin? Ja, Wanderprinzessin kriegst du, glaube ich, ab 11 Stempel. Ah, okay. Wanderkönigin bin ich auch all, aber der Kaiser schon. Da habe ich noch nicht noch Stempel sammelt. Ja. Ja, du hast dann ja auf eine Tour fliegt auch maximal 2 oder 3 Stempel von, ich glaube, fast 300. Krass. Okay, auf jeden Fall hast du noch ein Betten was to down. Ja, da habe ich noch ein Betten was to down und vielleicht wandert ja wir auch mal zusammen in Harz. Ja, ich war vielleicht ja das allererste Mal in den Alpen wandern und das war einfach total für mich, das habe ich mag. Also das war ich so richtig mit Klettern und das war ich nicht drauf bereit. Und das hätte mich so ein bisschen abschreckt. Aber ich glaube, die Harz ist schon genau das Richtige für mich. Dann von ihm Level her. Ja, denke ich auch. Also in der Alpen, das ist richtig krass. Du geist ja bloß nach Borben, Oppenbach. Ja. Und die Wanderpannen in Harz, die sind echt ob Wandern auch gut schlecht, ne? Du hast dann auch mal so, dass das Barch abgeht und das kann auch mal wenn dass du ein Betten kladdern musst, aber das ist nicht der Hauptteil von der Routen. Okay. Ja, das klingt gut. Ja, das ist Ja, das ist blieb richtig schön. wie sportlich, denn ich habe dann ersten Mal, also ich fort das mal so Betten hopen, ich war schon erstmal beim CrossFit und habe Spinning mockt. Einfach CrossFit wollte ich einfach mal ausprobieren. Mein Brauer ist da hingegangen, der hat mich da mitgenommen. Das war ganz cool. Also hat mir Spaß gemacht. Passt, glaube ich, nicht ganz in mein Sport oder was ich von Sport möchte. Einfach weil du geht das halt Fälle Wiederholung und dann war die Technik jümmers schlechter und ich bin halt mehr so ein bisschen in der Richtung, okay, ich möchte die Technik vernünftig mocken. War ja aber ganz cool, dass das Team, also mal ein Teamsport zu haben, der kein Ball beinhaltet. Also CrossFit ist ja schon fair mit dem Team zu hoben, aber Asphaltball, Handball, Basketball, du hast jümmers einen Ball dobi. Und da finde ich wie CrossFit ganz cool. Spinning, das ist einfach mein Kryptonit. Echt, ich kann kein Rad fahren. Ich lüfte, dass mein Lief da einfach nicht vermockt ist, aber das Spinning hat mich innerlich brocken. Ich war so fadig. Ich weiß nicht, ob das Schwed wäre oder ich geholt habe, keine Ahnung, aber Spinning war total für mich. Ja, das wäre, ja, also ich bin froh, dass ich probiert habe, aber ich werde mir, glaube ich, nie nicht werde auf ein Spinning-Bike sein. Ja, so richtig Spinning auch nicht. Ich habe ja auch so diese Fahrradfahren. Oh, ich fahre ja Ja, wir einfach sind, nicht glaube ich, gern einfach mehr Fahrrad. die Wandertypen und das ist Ja. vollkommen fein. Ja, ich habe ja so ein Tramrad. Und das ist, aber da mag ich ja nicht richtig Spinning mit. Das klappe ich mir ab oder ut und dann mag ich mir eine Netflix-Serie an. Und dann radel ich da eben so ein Stück bei mir hin. Aber das ist nicht richtig Spinning. Ich glaube, Spinning ist richtig krass. Ja, ist das. Also ich habe höchste Hochachtung für alle Menschen, die freiwillig ton Spinning geht. Wahnsinn. Was Guido mockt, wirklich. Dass der Körper, dass der Lief dann überhaupt kann. Ja. Heftig, heftig. Ja, nun muss ich auch noch mit mir in den Sporthut kommen, ne? Wenn Sie uns Podcast ein bisschen länger hört oder auch mal NDR 90,3 hört habt, dann habt ihr vielleicht mal mitkriegen, dass ich ja Rhönrad turne und das richtig lang. So, und das ist dann durch Corona, also im Betten, ja,
Ton erliegen kommen, die Turnhallen, die wären all tau und so wieder. Und dann bin ich irgendwie ja nicht mehr so richtig rinkommen nach Corona. Und nur weg so, oh, habe ich da gerade Lust, wer damit loszulegen. Und ich habe gedacht, nee, ich brauche echt mal was näht. Und nu, ich habe was näht, ich habe mit Pole Dance anfangen. Wie kämst du Tom Pole Dance? Ich wollte das ewig mal Marken wählen, das hat mich mega fasziniert. Und jetzt, nu sagt die, ja, will du bloß immer auf dem Kiez feiern wärst. Ah. Nee, nicht bloß darum, aber ich habe nur Hochachten für die Danzerschen da in die Bars ob St. Pauli, die da an den Stangen danst. Das ist mega krass. Das ist so stur, aber macht richtig viel Spaß. Das ist ja so ein Mischen und Tanzen, aber auch Kraft. Lisa, ich weiß nicht, so krass habe ich min Schullern und min Rüch sieht Jahren nicht mehr füllt. Das ist Der mega. die, das ist ja, also du holst sie doch nur an diese Stangenfass, oder? Ja, Das ist ja krass. das ist mega krass. Also du musst dich da eben fast holen und wenn die hier fragt, wo funktioniert das mit dieser Stange, die Stange, die dreht sich mit. Also du kannst sie feststellen, aber meistens jetzt dreht die sich mit und du musst dich da eben richtig fast holen und dann schwingst du die dann eben um diese Stange rum und das schall auch noch Goat sehen. Und Schall noch gaut und sehen. Ja, das ist so der Meister miese. Das Schall immer so einfach gut sein. ja. Und ich finde das richtig krass. Macht mega, mega viel Sport. Das ist aber so ein krasses Workout, Lisa. Wahnsinn. Weil da musst du ja auch noch mal die Pfote so hochkrägen und kladdern an diese Stange, die sich dreht. Ich denke, das ist heftig. Wahnsinn. Es ist einfach heftig. Aber macht mega viel Spaß und ich muss auch sagen, also in den Kurs, in dem ich nur bin, das ist ja bloß ein Anfängerkurs, ist auch so eine schöne Energie. Und Da gibt noch ganz viel. ja, richtig schön. Das ist bloß ein lütschen Kurs, weil geht in Frohbruch ja in Stange und darum sind da einige Frohnslüd, aber die sind so zwischen 8 Hain und Mitte fertig. Oh, schön. Und just Frunslü. Just Frohnslü. Schön. Und Ja. richtig, richtig schön, so eine richtig positive Energie. Alle haben Lust und unterstütze ich da auch und richtig, richtig doll. Aber ja, das ist mega krass. Also wenn Sie noch mal was Neues probieren wollt, Pole Dance, wow. Und wenn ich dann an denke, das gibt ja richtig Wettkämpfe und so was und dann auch so verschiedene Kategorien, ne? Dass du eben auch mit High Heels an diese Stange in Wettkampf danst. Irre. Ich weiß nicht, wo das funktionieren soll. Krass. Ich finde das Wahnsinn. Also, was die Frunslü da leistet, was die Lief da leisten deit, ist einfach irre. Ja. Ja, also mega krass, aber auch mega, mega schön. Ja, das habe ich nur nie anfangen und ja, ich hol die ob lopen, wo das wieder geht mit Pole Dance. Ich bin gespannt. Richtig Ja. cool. Vielleicht seid ihr dir, also vielleicht sogar am Denken, dass du dann einmal eine Kostprobe geben darfst. Leave Tuck in Hannover, könnt ihr da so eine Pole Dance Stange abstellen? Weiß ich nicht, ob das geil ist. Nice. Okay, spannend. Also finde ich richtig geil. Und dass du das morgen deist. Also tatsächlich so, okay, ich möchte noch mal ein Bett was nähen morgen und dann einfach hingehen deist. Richtig cool. Ja, also das ist echt so, dass der dachte, ich muss nur noch mal was richtig anderes probieren. Ja, Ja, cool. und das ist richtig schön auch, so was zu machen. Ja, oder? Du fühlst die, klar, also es ist hier immer so, wenn du was Neues anfangen deist, woher schaffst du das können? Also natürlich steckt da viel Arbeit drin. Du hast ständig diese Stagnation vom Lehren, wo du denkst, so, oh, ich kann das einfach nicht. Aber dann an was dran blieben, siehst du, so ein Terrier Rintau bieten und einfach dran blieben, das, ja, das gibt ihm ganz, ganz viel und auch viel Sümpfe drohen. Da sagst du, hey, ich kann das, wenn ich das will. Ja, ja. Ich frage mich nur bloß, okay, nun habe ich hier so sportliche Goals eigens in den verleden Jahren, habt ihr mit Wandern und hier nur mit Pole und so wieder. Was ist denn
Mir nächstes Goal fange ich nur mit Pastellmalerei an oder so. Mal kicken. Oh. Ja, witzig. Ich habe nämlich da auch über nachgedacht, wie ich mag schon viel Sport und wohl eigens auch mal Sorgen morgen, der vielleicht nicht so viel mit Sport zu tun hat. Und ich habe mit, das ist so richtig Mutti-Style, ich habe mit Sticken anfangen. Ganz Ja. viele häkelt oder knütt halt. Aber knütten und häkeln, das ist einfach nichts für mich. Also, da muss ich mittellen und so, das ist nicht so mein Ding. Und dann habe ich gedacht so, okay, sticken. Und ich finde auch stickte Jeans, stickte T-Shirts, finde ich total schick. Und dann war ich so witzige Moment, denn ich seid beim Doktor und habe so um mir einen Termin töft. Und dann war ich glaube, ich war die einzige Frau inne 60 durch. Und alle anderen Frunslü säten an ihrem Smartphone, an ihrem Telefon, von den über 60-Jährigen. Nur ich, der mit dirty säte da und hab stickt. Will ich öfter mit mir im Stickrahmen dort sticken. Ich bin mir richtig Granny verkam. Hast Aber du ja, die, einfach damit ich was anderes mag. hast du die auch all Kittel-Shirts gekauft oder so? Tatsächlich habe ich mir Büdels gekauft, nur so diese Turnbüdels. Und die sind einfach nur Jute, ganz, ganz schlicht. Und dann möchte ich da nur irgendwelche floralen Muster oder so drauf sticken. Mal kicken, was ich so finde. Ja, dann, aber über den Sommer ist das so ein bisschen Schliepenlorten, weil im Sommer mag ich sowas nicht so viel. Aber ich denke so im Winter, in der Wintertit, wenn ich dann ganz kommodig einen Kanälchai neben mir habe, dann möchte ich bei dem mehr sticken. Ja, hol ich schon auf den Lopen, dann mal kicken, wo wieder Ja. geht. Ich bin neugierig, was da Beirut kommt. Wie die Stickerei, Stickerei. Aktion. Ja, ich sehe schon, dass alle Fründs, alle von meinen Fründen dann total nervt sind, weil sie doch ihren Geburtstag just nur noch stickte T-Shirts, stickte Büdels, stickte Böcksen, stickte Mützen kriegt. Und alle so, danke Lisa, danke, kein Ende wieder antrinken. Vielleicht kann ich hier irgendeinen Plüschmaus sticken, irgendwo mal kicken. Oh ja! Ja, Ja, das oder? wär doch richtig cool. Mag uns Okay, ja mal mal kicken. Plüschmausbüdel. Ja, ich kick mal, was ich so besticken kann. Ich öff noch die unterschiedlichen Knoten. Aber da mag mich nicht viel frei, weil du einfach sehen darfst, was du mit den Händen so schaffen darfst. Und das finde ich halt was total befriedigendes. Das hätte ja auch so ein Bettenbad Edelfräulein. Oh, die Ja, gut, ne? total, wenn vor allem diese Stickraum, das ist ja dieses runde Ding, wo du was du besticken willst, dann einmal inspannen darfst und dann, oh, ja, immer dieses Ding, 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 wie du denn so die Nadel so eine Borben trecken darfst und alles fast trocken darfst. Also ja, ich finde das total was Schönes. Ich hab das auch gerade sehen. Ich hab gerade mal wieder so einen Jane Austen-Film keken. Und da habt ihr dann auch gestickt in so ein witte Zelt in Gorn und die Fräuleins da. Und der habt dann aber so ein richtiges Stativ auch gehabt, wo der Stickrahmen obweh. Ein Stativ? Okay, so Profi bin ich noch nicht. Ich glaube, das gibt es bei mir noch nicht. Du bist doch noch nicht wie der Teppich von Bayeux. So wie es noch nicht. Oh, oh. Gib mir noch ein halbiges Jahr und dann kann ich da noch einmal überschlagen. Ja. Ja. Mann. Hast du noch was du so zum ersten Mal mockt hast? Oder was dir auch vielleicht zum ersten Mal passiert ist? Oh, zum ersten Mal passiert. So. Das zum ersten Mal vielleicht bist du zu Hus, wenn der DHL-Mann klingelt. Das ist schön, ja. Da kann man ja gar nicht verorten, so. Ist ja gerade wirklich passiert. Ja, Lisa, aber musst du vielleicht nur das erste Mal, sieht langer Tiet mal wieder einen Punkt in das Lederorden kriegen? Ja. Das hat mich gerade Dave drauf. Ja, mach ich. Mach ich wirklich. Also das ist mir gerade ein inneres Verlangen, dass ich nur endlich mal wieder einen Punkt machen möchte. Und wenn du jetzt aber wieder sagst, das ist ein Klassiker, Lisa, den muss man kennen. Und das ist ein Song, den kein ein kennt. Dann weine ich einfach. Dann hole ich ganz Lies in mich hinein. Ich glaube, viele von uns Hörers kennt den Song. Aber ich gebe dir alle nur mal ein Hinweis. Der ist von einer Band. Und über diese Band sind auch alle Lieder geschrieben worden. Und das gäbe nur gerade, ja, vor kurzer Zeit ein großes Ereignis über und mit dieser Band.
So, beholdet erstmal in den Hart. Beholdet erstmal in den Hart. Also, ich hef korkt und spiedert ut an Sündach. Ich mut viel Kram lehren. Ich seh, ich much und ich will jichtens von abhauen, bevor mein Hart anfangt zu brennen. So, wat is mit die? Sing mi wat nähet. Weißt du nicht? De Kühl und Wind und Regen weten nicht. Dat einzig is kommen und goen. Weg. Tiden sind swor, wenn Dinge kein Bedüden hebt. Ich hab ein Slöttel op'n Borden gefunden. Und nur der Refrain. Blief bi mi, nimm's weit, wo ans dat wart. Blief bi mi, nimm's weit, wo ans dat wart. Blief bi mi, nimm's weit, wo ans dat wart. Ist das von Linkin Park? Nee. Schade, weil das bin das Einzige, wo ich weiter von der Band nur was ist, weil der ja nur eine Sängersche habt. Ja, das hab ich auch Schade. gekriegt. Hast du da Albert hört, ein Late, dass die ihn gesungen hat? Nee, so dicht bin ich doch noch nicht bi. Ja. Nee, aber über Linkin Park sind, glaube ich, auch kein Lader schreiben worden. Ja, nee. Wirklich, keine Ahnung. Okay, ich gebe dir noch einen Tipp. Das Lied, Ja. was über diese Band schreiben worden ist von der Band Kraftklub. Ich weiß nur, dass KIZ einen Song über Kraftklub mockt hat. Dann weiß ich. KIZ hat irgendeinen Song über Jimmy Blue Ochsenknecht mockt, hab ich doch mal vertellt. Mann, das ist meine Musikbildung. Ich weiß nicht. Kraftklub. Die hat so einen bekannten Song. Song für Liam? Den kenne ich noch. Ja, und nur über welche Band ist dieser Song? Ich mach mir doch keinen Song. Weiß ich nicht. Ich kann alle Gesichter von uns Hörers sehen, die denken, oh. Liam und Ja. Neil. Liam und Neil Gallagher. In welche Band spielt die? Ich weiß das nicht. Liebe Zuhörers, ich übernehme nur keine Verantwortung, wenn hier gerade der Kopf explodiert. Oasis, Lisa. Oasis. Okay. Den gerade Reunion 4 habt. Ach da, ich glaube 20 Jahre, ich weiß nicht. Oh, das ist so gar nicht meine Musik. Oasis. Oasis. That late hate stand by me. Und das war nicht schön. Ja, wenn du das dann in unsere Playlist packst, dann weißt du, warum das so schön Dann weiß ist. ich das auch und dann höre ich das und Ja. warum war kraftlos über Oasis ein Song? Aber okay. Wie das eine gute Band ist, Lisa. Ja, du musst für mich einen Malle-Song übersetzen, dann erkenne ich den irgendwo mal. Okay, Weil okay, ich Deal. nehme immer so einfache Songs. Oh ja, Oh. ja. Okay, Deal. dann kommt jetzt aber mein Song. Hm? Okay, und der Song ist auch, also ich muss ein paar Norms weglauten, weil sonst weißt du das sofort, aber du kommst ja sowieso fix drauf, fertig. Aber das ist ein Song, hart wie noch nicht und ich mach den so gern. Okay. Also, moin, moin. Möchtest ein Rund rein? Chlor, hübrin. Ich bin ein Dirn in ein Welt. Das Leben ist in Plastik, das ist fantastisch. Du kannst mir Haar bössen, mir überall gut trinken. Das Leben ist eine Kreation. Komm, lass uns tanzen gehen. Ich bin ein Dirn in ein Welt. Kiek, so einen Song musst du mir geben, damit ich darauf komme. Da. Okay. Liebe Zuhörers, ich habt das gehört, in der Tau kam vor euch, soll ich ein Mallorca-Song gut. Für Und Lisa. wie, das ist, wenn du so ein Song, ja, das ist ein Klassiker und dann ist der, keine Ahnung, ich kann den nicht. Wie? Ich möchte jetzt mal ein Bett Mitleid haben, wenn ich Glück dann auch viele von uns Tauhörers nicht erkannt habt, was du da vertellt hast. Bitte. Ja, aber wenn, ich mache mir ja gerade eben auch wieder das Übersetzen, gerade von der Refrains ja richtig viel Mühe. Und wenn der Lü das nun singt, blieb bei mir, nimm's weit. Wo jetzt das war, dann warte ich, liegst hören, ja, der Beat ist allweder richtig. Ja. Ja. The way it's gonna be. Ja, the way it's gonna be. Okay. Oh, Hika, über was schnackt wieder mit dem Tau kommen mal? Ich Mock hoffe, wieder dass schon aus Sportschallenge? Ja, wir wollten mal eine Sport-Challenge morgen. Ich will sagen,
wie kick mal, ob wir in Sport-Challenge morgt oder ob wir da noch ein Betten länger verbrucht. Das war also ein Überraschend viel. Ich krieg wir aber eine Taukam-Folge Ja. auch einen Gast. Das wäre auch schön. Stimmt, ja, stimmt, da habt wir noch einen. Ja. Dann war das richtig überraschen. Also lauter Ja. überraschen und dann bitte eine Taukaum-Folge. Ja, was das für ein Furcht wart. Also, Mag das gaut. bis balle. Tschüss. Tschüss.